ein schöne gute Morgen. Wie hat dir die letzte Woche verbracht? Vieles war ernst das. Viel am Voraus planen war entweder nicht möglich oder nicht nötig. Navigation à vue war angesagt. Tag für Tag gucken, was könnt, als ich aufpassen. Allo aber geht es schon ein bisschen ernst das. Für ihr Schläfkammer könnt ihr den Weg zurück an die Schule. Die Engen freuen sich vielleicht. Juppie, endlich Schnees. Andere haben Angst. Was geht das? Wie geht das? Und zu viel sind wir gespannt, was am Montag der Staatsminister noch im Regierungsrat sagen wird. Was nach alles abgeht, aber was vielleicht so bleibt. Aber wir freuen uns ja auch, wenig können wir dann eine Gemeinschaft zusammen Mass feiern oder beten. Wir gesehen es mehr weit. Mehr weit gesehen, mit neue Blickfelder ob, neue Perspektiven. Aber wie viele Menschen verlangen gerade ein Lodo noch? Unser Blick mehr weit richten. Das will doch uns das fast, was wir in Donnerstag hatten, soen. Christi Himmelfahrt. Da lesen wir an der Apostelgeschichte, wie die Jünger dem Jesus nachgucken, aber wie hinten aus dem Blick gerät. Ja, der Jesus will auch uns mehr weit gucken tun, wie just das Leben hier auf dieser Welt. Christi Himmelfahrt, der Jesus geht allo an die Zukunft, die hier auch für uns abgemacht wird. Zukunft. Zur Zeit gesehen wir sie wohl noch nicht ganz klar. Trotzdem, wie Maria, wo wir das den 15. August feiern, sie noch mehr invitiert an die gute Zukunft, an den Himmel, an die Gemeinschaft vom Papst, vom Jung und vom Heiligen Geist anzutreten. Allo aber sind wir nach NRW. Nach sind wir nicht an der Zukunft, wo der Jesus uns vorausgegangen ist. Nach sind wir auch noch nicht bei den weiteren Freiheitsmesuren, die dann hoffentlich angekündigt gehen. Manchmal kribbelt es uns da je 400. Anderer Zickefleischrichter. Oh mei! Nee, nimmer nicht, passen wir op. Wie mit diesen Spannungen, und mit allen Spannungen, die uns zur Zeit begegnen, umgehen. Da weist uns diese Sonntag die Erchtlesung aus der Mass, auch nicht aus der Apostelgeschichte, ein guter Weg. Da lesen wir, wie nur der Himmelfahrt von Jesus, der Apostel mit Maria am Abendmahl soll zusammen waren a Gebet tun. Gebet ist sicher auch etwas für uns, wo wir Kraft finden, für die Spannungen auszuhalten, Kraft finden, für die Zukunft umzugehen. Auch wenn wir noch nicht an den Abendmahl selber, die uns Kirche in der Kapelle sind, zusammenkommen, durch uns beten, können wir verbunden bleiben. Und an der Verbundenheit, bei allem, was nur für ihr schläft kann, an ihr schläft größer alles könnt, den Herrgott soll ich segnen und beschützen, der Pap, der Jung und den Heiligen Geist. Amen.